Gut, ich begrüße mich dann bei so einer Pressekonferenz. Das ist das Sujet nicht so weit gefasst, als Rentrées Pressekonferenz machen. Wir denken nächstes Jahr, wir wollten nächste Woche. Wir wollten als Hai befassen, nur schon mit einem Sujet, den an unseren Nahen ganz wichtig an sogar aktuell ist, weil heute das ein parlamentarische Aufruhr zu dem Sujet beantwortet gehen, wie es weiter soll gehen mit dem Nationalarchiv. Ich stimme schon verschiedene Artikeln an der Presse, wo die Lehre beschrieben wird, die eine katastrophal Lehre ist, aus der ganz einfachen Ursache, weil das Projekt vom Nationalarchiv schon über die Jahrzehnte Bruch leidet, dass 2002 Beschluss ging, Nationalarchiv auf dem neuen Site auf Belval umzusiedeln. Das ist ein Projekt de loi deposiert gegen 2004. Der Staatsrat hat sehr dazu ein Avis aufgegeben. Und trotzdem ist das ganz einfach liegen geblieben mit dem Resultat, dass die Archive vom Land verspreit sind an Kellern, an Speichern, auf verschiedene Standorten. Und dass es sogar im August, wie es fest geregnet wird, zu einer Überschwemmung gekommen ist, an einem provisorischen Depot zu Bachtring, wo es sogar Gefahr bestanden wird, dass die Reserve précieuse, die da gelehrt ist, vom Archiv, das ist ganz wichtig an alle Dokumenten, an dem soll Luchen, die überschwemmt gehen, wenn die Überschwemmung ein bisschen mehr hochgegangen wäre oder wenn sie den dafür drin die Bücher vom Boden Leier gelost hätten, da wären die Bücher zerstört gehen. Oh ja. Gut, ich bin angefangen, an dem ich gesagt habe, dass die Situation vom Nationalarchiv ziemlich katastrophal ist. Weil über die Jahrzehnte lang nichts geschieht ist, mit dem Resultat, dass das Archiv verspricht, also auf verschiedene Standorten am Land, an Kellern, an Speichern, dass sogar durch eine Überschwemmung gerade Reserve précieuse zerstört, gewähren am Sommer. Es war ein Artikel am Lützeburger Land, ich meine leider auch an einem Dossier, den eigentlich ziemlich krass nicht nur die Situation beschreibt, mir auch Ursachen davon beschreibt. Der Titel allein sieht schon genug aus, die Hunden sehen. Ne? Aber ich möchte Vergleich mit der Zerstörung von der Bibliothek von Louvain mit über 300.000 Büchern am Ersten Weltkrieg durch preisige Truppen. Aber man sieht, muss nicht immer Krieg sein, weil 100 Jahre danach, als durch die Überschwemmung, als Bell, dasselbe geschieht als Resultat wie Demos. Am Artikel wird gesagt, überflächlich wird die Ursache von den hersträubenden Zuständen wie, dass das schon so lange schläft. Übrigens wird auch daran gesagt, dass auch die Nationalbibliothek, die aber an einer Menge Zusammenhang steht mit dem Nationalarchiv, auch schon sogar mehr lang schläft. Das ist die überflächliche Ursache der Schlamassel von den verschiedenen Regierungen. Und sieht, mit dieser Ursache wäre am Anfang ein Mépris von der Politik, von den Parteien, die an der Regierung waren, an lo sind, vis-à-vis von der Kultur, vis-à-vis von dem, was das darstellt, auch Gedächtnis vom Land, von einer Gesellschaft darstellt. Ein Artikel sieht, haben die konservativ Kulturministerinnen nach der Konservierung von historischer Bausubstanz eine gewisse Bedeutung beigemusst, so wird das, was drauf war, so relativ wenig interessiert. Und das schreibt die neue liberale Regierung, übt sich nun gut gelaunt in einer demonstrativ anti-intellektuellen Pose, die Populismus und Sperrpolitik aufs Trefflichste vereint, womit man wieder bei der Universitätsbibliothek von Louvain wäre. Titel Die Hunden. Ne? Das heißt, beschreibt eine Situation, wo die Politik sich wie Vandalen behält, vis-à-vis von wichtigen kulturellen Frohen. Und ich meine, das kann Ihnen sogar auch einen Vergleich machen mit der Aufsuch von der Ausstellung über den Ersten Weltkrieg. Das meine ich auch ein Teil vom Patrimonium gewirrscht, wie den da abgeschafft wird. Die ist ja auch einfach so, ohne viel Fehler lesen, dass die
als die aufgeblose gehen und dabei wäre aber wichtig gewesen gerade Grün an auch den Umstand von Demos abzuschaffen gerade an unserer Zeit. Mehr Mengen also dass der ganze Politik durch zwei Regierungen schuld sind. Zum Beispiel liest den an enger Antwort von der aktuellen Minister auf ein parlamentarisch froh, dass der Fonds Belval überhaupt keinen Kredit hat für das Archiv auf Belval zu bauen. Weil überhaupt kein Suen da. Und nur soll ich dezidiert gehen, was da soll geschehen. Natürlich meine die größte Verantwortung in dem Ganzen wird die viertische Regierung mit CSV. Gerade die die froh stellt an der Chamber, so wie was sie nicht damit zu dienen, hätten CSV als für allem Schuld darunter, die immer Kulturministerin gestaltet wird. Und ich fährten, dass die neue Regierung, besonders die neue Kulturminister, munter weiterfährt. Sie schreibt zwar an einer Antwort auf eine Frau, die haut du kommst, sie wird sich der Gravität von der Situation bewusst. Aber lo hat das so lange gedauert, lo gif alles denke de Fond ensemble neu diskutiert gehen. Anders so gut Sit op Belval an dann auch matten hat Grund für die Pressekonferenz ermerken, das Sit für Belval wir an froh gestaltt. Dabei wird sich schon vor vom Sit gestaltt bei der Diskussion über Nationalbibliothek für einen engen Jahr hatten, wo ich even zu werden, in denen sich dabei enthalen wird, weil ich fand, dass der Sit eigentlich auf Belval ganz gut geeignet gewesen ist, wo eine Uni kennt, und eine Unisbibliothek, wo eine Nationalbibliothek gut gewesen ist, ja noch Nationalarchiven gut gewesen wären. Also ich werde auch auf jeden Fall Madame Nagel an eine Kulturkommission invitieren, dass sie da Rechenschaft erflieht über die Pläne, weil die Pläne, die man ja auch bis just über die Weh von öffentlichen Äußerungen gewohnt an der Kommission selber, als nach bis nicht von der Rätsgewircht an einem Regierungsprogramm selber steht auch nicht viel darüber dran. Den Lo von Neis besonders sich an dem Thema angeschafft wird, das ist den Frank Schoss, den Mama vom Koordinationsbüro was von die Länger, den noch ganz aktiv zuerst an der Lokalpolitik ist, an den selbstverständlich auch aus der Escher Vue, aber nicht nimmen auch einen kritischen Blick auf den Projekt wird werfen. Tun. Ja, also. Merci Serge. Bon, Escher Vue, das ist ein national froh, trotzdem. So, das ist just, ja. Ja. Also das ist aber kein lokalpatriotisch Vue, die so durchstellen. Die ganze Problematik von den Archiven. Pur wurde nach zum Historik geschehen, das ist immer schrecklich von den Historik gemacht, sowieso Kinder verhält, so von der Welt gerne hat, weil das schon abgeschrieben wurde, dann der Mensch eine Kopie für dabei, wenn er das braucht. Paar Sachen, die aber vielleicht wichtig sind zu erwähnen, das Gesetz von 2002, das älteste, was das betrifft, das war ein Gesetz für Realisation des Infrastructures publiques sur le site de Belval Ouest. Das wird alles ein bisschen zusammengefasst, was soll da hinkommen, wenn nicht nur spezifisch Gesetz über die Archiven. 2003, da war der Konkurs, das war wirklich eine groß ungelöste Sache. Es waren 73 Projekte rausgekommen, das geht nur die Reglementation von der Europäischen Union. Das ist also im Journal offiziell von der Europäischen Union publiziert. Dafür kommen da 73, sollen Herren Länder, und da sind da 10 präselektioniert gehen, über die die Jury beraten wird, weil die Jury kann nicht über 73 Projekte beraten. Und dann den Depot vom Projet de Loi für Nationalarchive spezifisch, den hast von der Madame Hennico gemerkt, das war 2004 just von der Wahlen. Ich meine, wir sind schon bei der dritten Regierung, die sich damit befasst, wenn nicht sogar mit der vierten. Ugangs 2005, wenn so ein Konkurs fertig ist, das ist ja nicht, das hat so ganz genauso gebaut wird, wie das auf den Plänen ist und auf den Marketten an der Führung. Da geht ja nach der Bauherr konsultiert, was muss geändert gehen an der Führung. Es geht nie ein Projekt so gebaut wie geplant war ursprünglich. Und da war also ein langer Phase von Zusammenarbeit zwischen dem Büro Bretz, was übrigens das letzte Büro ist, den immens gelaufen ist, mit den Leuten von den Archiven.
Ja, an die hun Rektifikationen gemerk an wat nimmer normal ist, wie das der Gebäude auch wirklich funktionell geht. Aber Bemol da wäre schon Publikationen für d'Appel d'offre deelweis fertiggestaltet. Das sind die Avis d'adjudication, so sind immer Avis d'adjudication gehecht, die werden deelweis schon fertig. Und da bemol Funkstille auf an de Büro Bretz no gefrottet bei den Ministern, dat wenn Herr Wiesel auf ihr Patiment publik an de Bildchen für Kultur, dann hun sie keine Antwort kriegt. Und da werden die Projekte einfach so en suspens, auch juristisch unklar, wie dann dummer da wäre. An den 2010 kom nach eng parlamentarisch Ufro von der Madame Brasser, wësse wie der lo stinkt mat dem Projekt. Sie könnt doch lo nach hier Parteikollegin Madame Nagel eng parlamentarisch Ufro Mächen wie normalerweise men net, van ze an der Majorität sinn. Bon, an dünner kommt na die Geschichte am Wasserabbruch, wo das Hersteller geschwartet, ich kann da so übersprangen. Und dann könnt no am August Presse, die relatiert die Deklaration von der Minister Nagel an die Deklaration, die an zwei verschiedene Presseorganen heren gelesen. Das war die Konstruktion von den neuen Archiven nämlich für Belval, weil du Platz zu klein hast, an de Site net méi zo eng Projekt d'envergure gif entsprechen, an dat Neid Batiment dat soll realiséiert gin op engem Site dans les alentours de la capitale. An so huet er noch Madame Modert, die fir runde Dossier hat zu Lützeburg, de Minister stellen immer froh, der Minister no wat ze net vir machen, an da sie 5 Jahre net vir gemacht. Und do hun ha geschrieben an menge Noten, wir werden op Antwort an die hat so haut kom. wat Press mir sehr wiech ich gi net kloch aus der Antwort. Het steht lo net mehr dran, dass dans les alentours de la capitale gebaut. Dat steht net mehr dran. Ze möchten historik, dat war der Journal gemacht. Wenn ich nicht weiß, was ich soll sagen, dann möchte ich vielleicht mal eine Historik. Ich weiß aber, was ich will sagen. Ich will lo pur prinzipiell Fragen ausschneiden. Nationalarchiven sind Memoire von der Nation. Und das ist keine Spielerei, die den Pensionär van den Pension geht erlaubt, für den Stammbaum für seine Familie aufzustellen. Das ist vielleicht so ein Nebenprodukt, sympathisch, auch ein Nebenprodukt, mit darum geht es am Fungel nicht. Die Nationalarchive sind ein wichtiger Pilier von der Wissensgesellschaft, wo ja überall oder nachher die proneiert wird von allen Kräften. Nationalarchiven sind die wichtigste Quelle von der Recherche, ob manst am humanwissenschaftlichen Bereich, aber nicht nimmen an dem Bereich. Und da wären wir dann auch beim Site Belval an der Cité des Sciences, die amputiert wird. Wenn die Archiven irgendwo bei einer geringer Wiss sollen rund um die Hauptstadt Innerbrüch oder so sind. Es wird wohl auch damit zu dienen, dass von vielen öffentlichen Deklarationen für Recherche geht, die humanwissenschaftliche Recherche nicht unbedingt gemengt ist. Aber vielleicht eine Recherche, die direkt der Industrie oder zudreht. So. Weiterhin, das Nationalarchiv als auch ein Instrument für die Medien, für die Meinungsbildung, das ist ein demokratisches Instrument. Weil vieles, was da leid, widerspricht auch überlieferten Certitüden über die Geschichte vom Land. Zum Beispiel die, für ein Beispiel zu nennen, die nicht so unanim Resistenz von allen Lützeburger gegen Nazien, die waren nicht so klare Resistenzen. Und das ist ein Kapitel von der Geschichte, was am Vorrecht angefangen hat, richtig abzuschaffen, in ganz kurzer Zeit. Und das ist nötig für die Memoire auch richtig zu stellen, weil die überlieferte Memoire von der Père en Fils, die ist ja nicht immer richtig. Weil da sind auch Rechtfertigungen mit dran. Also, das braucht ihn einfach. Das muss zur Verfügung stehen. Den freien Zugang zu den Archiven ist auch ein notwendiges Grundrecht, was übrigens noch lange nicht zufriedenstellend geregelt ist. Da fehlen noch Gesetze,
die dat klar regeln an die dat bisschen ausdehnen, wie kann Zugang kriegen zu den Archiven. Ich muss aber auch an sagen, die Archiven, die so verspreht sind, das aus der Obergang an unmenschlichen Konditionen sind einfach performant, weil sie wahrscheinlich gut leid tun, die performant sind, weil Heinz kann in einer Recherche machen, du eben Schreibtisch, wat an eng bestimmte Jahrgang an dat Pressstum 50 60 Jahre zurückleit an dat ja beachtlich dat sie sind noch up to date so das auch net so dass an Archive van en enke Apps digitalisiert huet, dat dann also mcht flit Basis muss ja aber do sinn. De Verschlefen vum Projekt no der Ära Hennico Schöpches fand statt am Kader vun eng ammer méi liberaler Orientierung von der Politik zu Lützeburg noch am Ausland, die sich die Bedeutung von so einer Institution wie die Nationalarchive kam nach interessiert. Das widerspricht übrigens auch Einkeier Aussagen, die aber auch am liberalen Langage dran sind. Prozessor von Bologna, von Lissabon und so weiter steht dran, Wissensgesellschaft an Recherche. Ja. Dann die alle guten Wichtigkeit von der Recherche immer unterstreichen, da muss ich dann auch am Land dafür merken, dass die Recherche kann funktionieren. Da gibt ja aber Verschlefen vom Projekt auch mit finanziellen Argumenten begründet. Und ich will mich dann befassen mit den finanziellen und materiellen Argumenten. Wenn ein Projekt verschläft wird, riskiert es immer, mit Eier zu gehen. Ich will nicht so Extrembeispiel aufhören in Deutschland, von denen dauernd geschwärzt wird. Schon von ungefähr 10 Jahren hat das Büro Bretz darauf hingewiesen, dass der Meter-Carré-Preis für sein Projekt bei 300 € gibt, leihen, wo aber am durchschnittlichen Meter-Carré-Preis für staatliche Gebäude immer 400 € gebraucht gesehen. Und die Beitpreise sind natürlich schon nicht mehr aktuell. In 10 Jahren sind die Preise natürlich nicht stabil geblieben. Am Projekt Bretz machen die Surfassen, die rein funktionell für den Stockage vorgesehen sind, 80% von der Surface aus. Und schon da war eine solche Proportion. Du kannst nicht so eine Palais gebaut, dann kann ich nur eine Archive lehnen. 80%. Du fehlt ja aber nach der Administration, Technik, die Bereiche für das Publikum an so viel, die dann um 20% ausmachen. Das stimmt also seriös sind, ohne dass ich noch Spezialist bin von Architektur. Das Projekt Bretz, den noch an einem Dossier dran ist, den ist zwar impressionant, und ist auch ästhetisch schön, fand ich, aber das ist kein Prestige-Projekt. Und ich zitiere dem Büro Bretz seine allgemeine Auffassung von der Architektur, von einem Sitz, den Sie selber haben oder hatten, an den ganz viel aussieht. L'architecture moderne n'a pas besoin de rhétorique. Elle existe telle qu'elle. Elle est mathématique, structurelle et rationnelle. Elle ne symbolise rien. Punkt. Ja, also, das geht aber wirklich in Richtung von der Funktionalität, die verbunden wird natürlich mit einer Architektur, die auch gefällt, die auch gut ausgesehen. Bon, also ich meine, dass über die Seite an der Regierung man soll immer ein bisschen cogitieren, kann ich natürlich auch so Lesungen sichern, für irgendwelche Kosten irgendwo hinzusetzen, das etwas, was für ein öffentliches Gebäude von der Bedeutung nicht passt. Bon. Wenn der Lo neu ausgeschrieben wird oder wird nicht neu ausgeschrieben, normalerweise müssen die europäischen Regeln aber angehalten werden. Das ist aber ein Bau von einer gewissen Bedeutung, die muss europäisch ausgeschrieben gehen. Da wird neu geplant. Da wird aber ein Terrain geschaffen. Die Kosten von der E-Stock-Prozedur, die schon bezahlt sind, die bezahlt keinen Zweck. Ja? Die sind fort. Und dann ist es gut möglich, dass das neue Archiv mehr teuer wird, wie das, was mit dem System geplant war. Auch noch aus dem Grund, weil auf Belfast den Terrain an öffentlicher Hand ist, und die war ja viel gesehen.
an Südfrei weiß ja, wie disproportioniert zu Lützeburg Kächte vom Foncier am Verhältnis zu den Baukächten sind. Das Verhältnis ist ja nicht normal an diesem Land, dass wir ein großer Kapital zu Preisen zu London, so, das sind wir ja aber nicht. Bon, das dann auch noch nicht sicher, aber da liest Minister am Dunkeln, ob die Kriterien von der AVL-Kompatibilität garantiert sind. Und Belfall ist gar mit 15 Minuten Takt an 2 Richtungen starten, an die andere Richtung 2 Minuten zu Fuß, zum 2 Minuten zu Fuß brauchen für an Archiven zu sehen, wann sie da gebaut gehen. Bon, es geht ihnen also den Eindruck nicht las, dass die Absichten von der Kulturminister nicht nur von einem Unverständnis von der Bedeutung von den Archiven selber zeigen, und auch nicht nur vom Wunsch um vermeintliche Spuren um Bau, aber auch vielleicht von anderen Aspekten von einer Politicienne an Partidär. Und ich erinnere den sich vielleicht, ich weiß nicht, ob der schon journalistisch aktiv wird, und wollte fast von einem früheren DP-Minister von der Mosel, den Gesundheitsminister war, an den der Reha-Center zu Diedling gestoppt und deplaciert und wie Bulldozer schon gelaufen sind auf dem Terrain, den zu Diedling vorgesehen war, wo sollte kommen. An den Changement vom Site von Esch nur der Banlieue von der Stadt, das entspricht auch der Implantation von der Minister ihrer Partei. Ich will dann zur Konklusion kommen, und da sind schon fertig. Das ist sicher, dass den Kriter vom favorablen akademisch-wissenschaftlichen Umfeld nicht garantiert ist dans les environs de la capitale. Auch von an der letzten Dinge, die environs de la capitale nicht mehr kommen. Mit muss ich davon ausgehen, dass sie selbst dabei gedurcht haben, wie sie das die erste Kehr gesagt haben. Das ist nicht sicher, dass man einem neuen Projekt irgendetwas kann gespürt gehen, das carrément vorzustellen. Das ist nicht vor, dass der Terrain von Belvoir zu klein ist. Der Bau damals war geplant für 30 plus 30. Also das sind Bedürfnisse, wie sie müssten sind, für alles das zusammenzufassen, was da immer steht, plus 30 Jahre. Das wäre so der Kriter, den du ausgehandelt hast mit den Staatsarchiven. Anscheinend kann man der Politik auch nicht mehr lang planen wie 30 Jahre. Bon, das ist ja durchgestellt. Bon, meine wirkliche Konklusion ist die, dass es urgent, dass alle betroffenen Parteien sich endlich deutlich zu Wort melden. Ich meine dummer dort Millionen von der Recherche. Ich meine die Uni Lützeburg an den Cité des Sciences von Belval, die amputiert gehen, sie gehen nicht amputiert, weil wir nicht da, aber die das ein wichtiges Element von ihrer ganzen Struktur weggeholt sollen kreieren. Kulturschaffend zu Lützeburg, das ist ja gemein, auch der Ordre des Architekten, weil das ist eine junge Praxis, das ist eine Konkurs ist ganz aufwendig, mit einer ganz langen Prozedur, und das ist ja nur nicht, dass wir nicht gewesen wäre. Und die Konkurs kostet ja, das ist nicht gratis. Ich hoffe noch, dass die Presse reagiert, dann das stelle ich fest, dass das ziemlich garantiert, das was ich gesehen habe. Aber auch politische Parteien von den allen an neue Regierungen für eine Realisation vom Projekt auf Belval antreten. Dass die Projekt da wahrscheinlich ein bisschen muss überschafft gehen, nur 10 Jahre vielleicht auf der Hand. Dass das schon Gemeng noch nicht reagiert wird, das wundert uns ganz stark. Mit kann ja nach no geholt gehen, zum Lach, also lo River, und es stimmt ja aber auch, dass Deklarationen von der Minister bis heute oder gestern keinem Dokument, außer an Dokumenten, Pressedokumenten zu finden wären. Man kann noch verstehen, dass dann gesagt wird, wir hätten mal gerne etwas im Papier, wir hätten mal gerne ein bisschen sicher, bis wir da reagieren. Aber die Deutsche Gemeinde muss reagieren, weil sonst ist die Cité des Sciences nicht das, was geplant war und was sie soll ziehen. Bon, ich bin da fertig. Ich hoffe, dass ich nicht so viel lang werde. Ich bin nicht lang. Ich weiß just darauf hin, dass das meiste, was ich gesagt habe, nicht alles, aber bisschen überrascht, doch mit einem Artikel, den ich gemerkt habe, für die Link an Lützburger Land zu Gast im Land. Und ich meine, das fand die von einem Dossier.